Oh, servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zum neuen Division 2 Video. Ich bin die Feldwolzen und heute geht es einmal um das Expertisensystem. Da scheiden sich ja die Geister. Wie kommt man schnell in der Level, also in der Master-Expertise nach oben? Was muss ich tun? Wie geht das ganz genau? Und warum dauert das so furchtbar lang? Also, wie gesagt, heute geht es um ein System, das viele unterschätzen, dabei steckt da richtig Power dahinter. Die Expertise in The Division 2 ist der Hammer. Wenn du glaubst, deine Builds sind gut, warte mal, bis du das alles auf Meisterniveau aufgeschraubt hast und dann das sagen, fuck man's. Was ist die Expertise? Ja? Expertise ist ein fortlaufendes Mastery-System im Spiel. Also mit dem kannst du deine Waffen, Ausrüstung und Fertigkeiten über das normale Maximum hinaus verbessern und das dauerhaft. Nicht temporär, sondern immer aktiv. Vergleich mit beim Autotuning, die gerade läuft, aber wenn du die Expertise drauf hast, dann hast du einen Turbo, eine Tieferlegerung und einen Sportlersbuffer vorne. Ja? Dann geht es. Es funktioniert in 3 Schritten. Erste, Item freischalten für das System sichtbar machen. Das heißt, du musst ein Ausrüstungsstück einmal besitzen und benutzen. Sonst kennt das System nicht. Ja, sonst erkennst das System nicht. Dafür gilt Waffen und Exotics und benannte Items, High-End und Gearset, Rüstungsteile, Fertigkeiten, zum Beispiel Schild, Drohne, Geschütz, Mods und Talente. Sobald du es benutzt oder craftest, wird es im Reiter Expertise unter deinem Charakter angezeigt. Es ist wie in der Werkstatt, erst wenn du die Hobby auf der Bühne hast, dann kannst du was drum machen. So schaut's aus. Dann das professionelle Erreichen oder Proficiency erreichen, das Beherrschungslevel. Ja, ich sage immer das Beherrschungslevel. Ja. Erreichen. Jetzt musst du mit dem Item Erfahrung sammeln. Also Waffe, Kills und Schaden damit machen, Fertigkeiten, Schaden, Heilung oder Nutzung. Ja. Hier tragende Zeit im Einsatz, Talente, Nutzung im aktiven Kampf. Du siehst einen Fortschrittsbalken, ist der voll, bekommst du den ersten Stern und bist Profi auf dem Gear. Zuerst geht es von 0 bis 9, also 10 sozusagen. Ja. Und dann geht's, hast du so ein Emblem drauf, dann bist Experte mit dem Gear, Waffe, bla, irgendwas was hast. Da ist schon der erste Trick dabei. Dass du das schaffst, mal so ein kleiner Insider, ja, für die einen oder anderen, die wo da einen Haufen Materialien raushauen. Es gibt mehrere Wege, dass man da schnell an sein Ziel kommt. Der erste, wohl bekannteste wird sein, wenn du Waffen kriegst oder neue Waffen hast, für Spieler, die erst angefangen haben, du kaufst die im Vendor oder beim Händler, wenn die Waffen drin ist im Verkauf, kaufst du die 10 einmal, ja, tust das in die Expertise einspenden, ja, erst Schrott markieren und dann Schrott spenden, über die gleiche Waffe wohlgemerkt, dann hast du das schon mal voll. Bei den Ausrüstungsteile musst du ein bisschen mehr kaufen, ich glaube da haben es 20 oder mittlerweile schon 40, das haben sie ein wenig mal angeschraubt, da bin ich mir nicht sicher, aber auf alle Fälle, wenn du die kaufst, zwischen 20 und 40 Teile dann spenden, hast du das auch voll sofort auf Expertisenlevel. Dann hast du praktisch die Expertise voll, da man es verbessern könnte. Was wichtig ist, du brauchst für jedes Item den Meisterrang oder die Expertise, ja, also praktisch von 0 auf 9 und dann kriegst du ein Zeichen drauf, dass du Experte bist in dem Set. Auch verschiedene Versionen zählen separat, also LMG und Sturmgewehr, alles jetzt drum zählt extra. Du musst da jede Waffe jetzt ausrüsten, damit spielen oder eben beim Händler kaufen. Wo es auch noch geht, das ist Countdown. Ich bin absolut kein Fan vom Countdown, aber da ist er gescheit. Du riechst jetzt irgendein Set her, das wo, ja, nicht wirklich einen Sinn macht, aber wo du halt deine Expertise noch brauchst. Kannst mit einem kompletten Set machen, wo du da nichts drauf hast, oder einfach nur eine Waffe mitziehen, die was gezückt hast, ein bisschen umeinander platzt, laufst in einer Random-Gruppe mit oder aber auch im Clan, ja, die wo das dann auch wissen und lässt dir praktisch durchziehen durch den Countdown. Durch den Schaden oder durch das, dass das alles so zusammenzieht, da steigst du in der Expertise enorm schneller. Man möchte es nicht glauben. Wenn das kein Bug war und es jetzt dann nicht weggefixt wird, funktioniert es immer noch. Ich weiß nicht, weil ich kein Countdown-Spieler nicht bin und ich habe einfach durchs normale Spielen alles voll gekriegt. Oder weitgehend voll. Ja. Ja, es ist
wie soll ich jetzt das sagen? Es ist wieder. Ja. Und wenn du einfach spielst und einfach nicht drauf schaust, dann levelt das Zeug auch. Aber wenn du das drauf auslegst, dann das halt schon mal zwei Sachen. Entweder ein Händler das Zeug kaufen oder Countdown-Renner mit einem Gear, das wo noch nicht aufgelevelt ist. Wie gesagt, von 0 auf 9 gelevelt ist, damit du Expertisenrang hast, dass du das verbessern kannst. Jetzt mit dem Zeichen Countdown laufst du durch, passt. Natürlich alles, was du sammelst, alles, was du einsammelst von Loot, das kannst du natürlich als Schrott markieren und auch da eine klatschen in das Expertisensystem aus Schrottspenden. Du kannst auch jedes Teil zum Beispiel mit den Druckerfilamente in die Höhe leveln, damit du auf den Meisterrang oder Expertisenlevel nimmst. Ja? Es ist alles möglich, aber du brauchst einen Haufen Mats zum Einkaufen, brauchst einen Haufen Kohle. Und wenn dir das alles noch abgeht, dann laufst Countdown mit deinem Gear, lass dich durchziehen durch einen guten Clan oder mit Leuten, die du kennst oder einfach nur random, bleibst ein wenig im Hintergrund, schaust, dass du nicht verreckst und gehst durch und dann levelt das Zeug einfach mit. So ein Vorschlag von mir. So, aufwertende Expertise, das eigentliche Power Tuning. Ja. Jetzt geht es ans Eingemachte. Du kannst das Item dauerhaft verstärken mit bis zu 21% Bonuswerten, Stand Season 3, Jahr 6. Mögliche Werte, Waffenschaden, 1% bis 21%, mittlerweile glaube ich geht es bis auf Level 27 oder 29 auf. Rüstungsteile 1% bis dann 27 oder 29. Fertigkeiten 1 bis 21, Skillschaden, Heilung etc. Also es steigt ja immer, je mehr Waffen das ins Spiel reinkommen und je mehr Gearsets, umso eher wird die Expertise wieder geschraubt, weil es wieder neue Sachen gibt, die wo man leveln kann. Also ich glaube, ich muss lernen, ich weiß nicht gewiss, ich bin selber auf 24, aber ich glaube, das geht momentan bis 27, wenn nicht gar schon 30. Wie gesagt, ich fokussiere mich da nicht drauf, bei mir läuft das alles nebenbei mit, weil es, wenn ich es mitziehe, mitschleppe, sowieso auch levelt halt nicht so schnell, weil muss ich nicht haben. Ja? So, was kostet der Spaß? Für jedes, wenn es dann nochmal die Expertisenlevel abgeschlossen hat, von 0 bis 9, ja, dann kannst du das sozusagen verbessern, die ganze Gaudi. Dann nimmst du irgendein drum, das kostet dann SHD-Tech, ist die Hauptwährung, also die SHD-Punkte, was man ersparen kann. Exotische Komponenten kostet Standardmaterialien, Titan, Elektronik, Textil etc. und Credits, ja, sind immer mit dabei. Die, wo man sich normal nicht die, wo es wirklich was kosten, sondern die erspielten Credits im Spiel. Die Kosten steigen pro Stufe, je höher, desto teuriger. Exotics kosten deutlich mehr. Also überleg dir gut, was du verbesserst. Einfach die Lieblingswaffen, nur die, die am meisten bringen. Also ich habe erst einmal meine Lieblingswaffen aufgewertet und nicht jede Knarre im Lager, weil das bringt nichts. So, deine persönlichen Expertisenlevel. Du steigst in der Expertisenlevel, je mehr verschiedene Items du auf den Meisterlevel bringst, nicht durchs Upgraden. Ja, 50 Waffen gemeistert gleich 50 XP. 30 Talente beherrscht gleich 30 XP. Expertisenlevel 80. Du kannst dann 80 Upgrades im Spiel verteilen. Willst du mehr? Dann rein ins Feld und weiter grinden. Ja? Also mein Fazit von dem Ganzen, das Expertise ist kein Schmarrn, das ist mein persönlicher Rüstungsmeister. Wenn du clever upgradest, hast plötzlich eine Wumme die in der Hand, die pfeift wie ein Orkan durchs Lager. Bei den Reikers eine schöne Mischung aus Gründen, Planen und Schmieden, fast wie beim Bierzeit aufbauen, ja? Nur mit Granaten. Das war's dann für meine Expertisenerklärung. Ich hoffe, es war halbwegs verständlich. Und wenn es euch gefallen hat, Glocke, Abo, Like, immer gern, gell? Am Anhang noch, ich sag's nur einmal, weil das viel verwechseln oder nicht wissen. Zuerst geht's von 0 bis 9, wenn das voll ist, kommt ein Markerl, du bist Experte für das Gear, was du gerade hast, für das eine, was du gerade das Markerl gekriegt hast. Ja? Und dann kannst du das erst upgraden, mit den ganzen Kosten, was ich vorhin gesagt habe. Ja, und das musst du mit jedem einzelnen Teil machen, Pistolen, bla etc. Und dann kannst du das erst upgraden. Das kostet einen Haufen Materialien und dass man an einen Haufen Materialien kommt und schnellstmöglich, natürlich, auch wieder Countdown. Ich bin ein Fan von Summit, da geht es nicht ganz so schnell. Ich spiele immer in der Gruppe und lasse mir dann das Zeug geben. Also praktisch spielen wir mit 4 Spielern. Das geht natürlich auch. Einer oder man fetzt 4 das durch. Einer möchte leveln, deine Mitspieler geben das Gear, was sie eingesammelt haben, du verschrottest es und haust das in die Expertise rein.
für das Zeug, was da halt abgeht. Im Summit kann man es einstellen, im Countdown kann man es einstellen, also man kann gezielt das Zeug farmen. Wobei man im Countdown, wenn du 8 Leute kennst, doch schon ein wenig was zusammenstellen kann. Da geht es nicht um das, dass man durchkommt im Countdown, sondern geht es mehr um das, dass man das Zeug schnell farmen kann. Ja? Und dann musst du halt wieder, wenn der Pause ist, das Zeug rausklopfen, ein wenig umschichten, ein wenig wieder einbasteln, wieder spenden und dann kommst du schon in den Tee. Das ist jetzt so mein Vorschlag. Vielleicht gibt es noch was anderes, das schreibt mir dann in die Kommentare ein, das was ich nicht kenne. War ich für jeden Tipp dankbar, weil man lernt nie aus. Gell? In dem Sinne, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Servus.